Merci auch der honorable Deputiert Lehnert für das Aktualitätsstunde. Wir führen allen Dingen Merci dem ganzen Personal aus dem Gesundheits- und Pflegesektor, der an der Palliativmedizin all der NRW sind und am Ersatz. Gesetz vom 16. März 2009 war von Anfang an ein Gesetz mit offenen Fragen, legislative Grauzonen und mit Grenzen zwischen Medizin und Ethik. Nach dem Rapport von der Nationalen Kontrollkommission weise lo, wie das Gesetz appliziert gouf, präsentiert Zölen, Prozeduren, Limiten, Unklarheiten um Terror und Rekommandationen. Kollegin Kampf war gerade schon auf Details angegangen, 56 registriert Fall, das war überall alles gesetzeskonform. Das darf aber kein Freibrief sein für politisch Eigenzufriedenheit. Die entscheidenden Fragen, die sich nämlich stellen muss, sind die: Stehen der Mensch während der Euthanasie oder assistierte Suizid all Alternativen konkret und erreichbar zur Verfügung? Hat hier einen Zugang zu guter und efficacer Palliativmedizin? War genug Personal da? War die Familie begleitet? Das Gesetz von 2009 garantiert ausdrücklich das Recht auf Palliativversorgung. Es beschreibt Palliativpflege als aktiv, kontinuierlich und koordinierte Versorgung durch eine multidisziplinäre Equipe. Sie umfasst körperlich, psychisch und spirituelle Bedürfnisse. Sie umfasst Behandlung von Peng und Unterstützung vom Umfeld. Genau hier liegt für uns die Wichtigkeit, da der unterstützt den Ausbau von der Palliativmedizin. Dafür wollen wir ambulant Denkster stärken. Dafür wollen wir, dass Menschen am Ende von ihrem Leben womöglich daheim, an ihrem gewinnten Umfeld oder auf Pflegeeinrichtungen gut begleitet gehen. Und dafür wollen wir klar und transparent Kriterien, für das kein sein Recht auf eine Palliativversorgung verleiht. Der Rapport von der Kommission enthält Rekommendationen, die wir ganz ernst nehmen müssen. Die Kommission will mehr Informationen für die Bevölkerung, mehr Informationen vom Gesundheits- und Pflegepersonal, eine systematische Erfassung von Patientenverfügungen und einen besseren Zugang zur Euthanasie. Genau hier müssen wir politisch unterscheiden. Ja zu Informationen über Patientenrechte, ja zu guter Formation, ja zu klaren Prozeduren. Wir so noch, die erste Priorität darf nicht der Weg von der Euthanasie sein. Die erste Priorität muss den Ausbau von einer adäquaten und menschenwürdigen Palliativversorgung sein. Da gesagt verschiedene Problempunkte. Wir müssen besonders vorsichtig sein, weil psychisch Leid, Einsamkeit, Verlust von Autonomie oder Pflegebedürftigkeit eine Rolle spielen. Ein Mensch, der sagt, ich will nicht mehr, sagt vielleicht auch, ich habe Angst, ich bin einsam, ich will keinem zur Last fallen. Darauf darf die Gesellschaft nicht für dich mit der Möglichkeit von Euthanasie antworten. Sie muss für dich mit Zeit, Pflege und Menschlichkeit antworten. Zweitens, wir brauchen definitiv eine ehrliche Bestandsaufnahme von der Palliativversorgung. Madame Minister, wie viele Betten gehen effektiv für Palliativpatienten benutzt? Haben wir genug oder probieren wir die Betten so sehr wie möglich frei zu kriegen? Wie gut funktionieren mobile Kippen? Wie ist die Versorgung an den Pflegeheimen? Hat Gesundheits- und Pflegepersonal genug Zeit für ihre Patienten? Wie sehr könnt helfen bei den Leuten heim? Wie viele Familien kennen hier Rechte? Ohne diese Antworten feiern wir nicht mehr eine halbe Debatte heute. Drittens, wir sollten die Vertrauensperson stärken. Da der unterstützt die Idee, dass alle volljährige Bürger eine Vertrauensperson ernennen kann, praktisch, einfach, sichtbar am Patientendossier. Das entlastet Doktoren und Familien und schützt den Willen vom Patienten. Der Blick an das Ausland mahnt zur Vorsicht. Belsch weiß, dass eine einmal geführte Praxis wachsen kann. 2024 wurden dabei 4.000 Euthanasiefälle registriert. 16,6% mehr wie das Jahr vorher. Deutschland ist nach einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht einen eigenen Weg gegangen. Da geht es um Suizidhilfe und Selbstbestimmung, nicht um eine einfache Überdrohung ob aktiv Euthanasie. Frankreich diskutiert noch intensiv und hat parallel zur Stirbhilfe auch Palliativversorgung gesetzlich gestärkt. Aus allen 3 Ländern sollten wir lernen, ohne starke Palliativmedizin geht all Debatte über Stirbhilfe einseitig. Da der steht,
für eng besser Formation für das Gesundheits- und Pflegepersonal an der Palliativmedizin, auch zum Beispiel an der Gesprächsführung. Systematische Informationen über Patientenrechte, Palliativversorgung, Patientenverfügungen auf Vertrauenspersonen. Einen einfachen Zugang für eine Vertrauensperson zu ernennen und eine Patientenverfügung zu honorieren. Eine Evaluation, die nicht nur Euthanasiefall zählt, mir auch muss, ob eine wirklich gute Palliativversorgung bei den Leuten könnt. Madame Minister, all die Punkte stehen noch am nationalen Plan von der Palliativversorgung. Melo wird in der Zeit zu sagen, wie die Maßnahmen konkret Terrain umgesetzt gehen oder legislativ mal sollen umgesetzt gehen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Für der gilt, Dignität heißt, dass wir den Mensch bis zum Schluss menschenwürdig begleiten. Dafür sieht der haut klar, überprüfen wir das Gesetz, schließen wir die Lücken, stärken wir Patientenrechte und Palliativmedizin. Ich so nicht merci.